Ich muss so viel über Beethoven lernen, um die Prüfung zu machen. Ich weiß gar nicht. Ich werde auf keinen Fall alles lernen. Ich verstehe wirklich nicht, was wir einen Komponisten lernen müssen, der vor 200 oder mehr Jahren lebte. Wer ist Beethoven? Wer bist du? Es ist egal, wer ich bin. Es ist wichtig, was ich hier mache. Also, was machst du hier? Hast du diese Schachtel geöffnet? Wenn ja, dann hat die Schachtel beschlossen, dir zu helfen, alles über meinen Lehrer zu lernen. Und wer ist dein Lehrer? Also wie wer? Er ist größte musikalische Genie dieser Zeit. Ed Sheeran. Was für einen Ed Sheeran? Was für einen Scherko? Ich meine den einzigen, Ludwig van Beethoven. Scherzo? Ach, so sagt mein Lehrer Beethoven, als Witz oder wenn er in seinen energetischen Symphonien scherzt. Ah, du meinst den deutschen Kompositor, den ich zur Prüfung kennenlernen sollte, der vor 200 Jahren lebte. So viele Jahre sind vergangen. Das letzte, woran ich mich erinnere, war das Dirigieren von Lehrer Beethoven, während wir eine seiner vielen Symphonien spielten. Diese Schachtel, die du geöffnet hast, brachte mich dazu, dir zu erklären, warum es wichtig ist, meinen Lehrer Beethoven zu kennen. Er ist ein absolutes Genie. Es wäre schön, wenn du ihn dirigieren sehen konntest, trotz er weniger hört. Es ist wirklich ein Wunder. Wie kann er dirigieren, wenn er nicht hört? Weil er ein Genie ist. Mein Lehrer Beethoven war ein Top-Pianist, aber als er sein Gehör verlor, begann er für uns dirigieren. Musik begleitet von Geburt an und sein Vater hat ihn schon in jungen Jahren darüber unterrichtet, glaube ich, dass er deshalb jetzt alles hören kann, auch ohne es zu hören. Es ist unglaublich, wirklich cool. Ich habe einen seiner Songs gehört. Ich denke, er heißt Freude. Es ist in Ordnung, aber warum sollte ich es hören, wenn absolut niemand darauf hört? Erstens ist es kein Song, sondern ein Meisterwerk, eine Symphonie, die Ode an die Freude enthält. Und zweitens, wie meint das wohl niemand hört? Nun, du hast selbst gesagt, dass du etwas über ihn lernen hast, obwohl er vor 200 Jahren gelebt hat. Offensichtlich ist mein Lehrer Beethoven äußerst wichtig und seine Werke werden immer noch angehört. Erkundigst du dich ein wenig? Hier werde ich Google fragen, ob Beethoven noch jemand gehört wird. Fragen Sie diesen Herrn und du wirst sehen, dass er auch weiß, wer Beethoven ist und dass er wahrscheinlich auch ihn hört. Google ist egal. Ich werde fragen. Hier steht, dass Ode an die Freude die offizielle Hymne der Europäischen Union ist. Okay, ja, du hättest recht. Seine Werke werden immer noch angehört und gesungen. Ich habe es dir gesagt. Natürlich, jeder sollte ein solches Genie hören. Okay, du hast mich überzeugt. Nach allem, was ich gehört habe, stelle ich fest, dass er ein außergewöhnlicher Mann und ein außergewöhnlicher Genie war. Er hatte sein ganzes Leben lang Probleme und trotz der Probleme, die er hatte, er schaffte es irgendwie, sogar 200 Jahre später fast ganz Europa zu verbinden. Das stimmt, er hat Probleme, aber sein Talent und seine Ausdauer erlauben ihm nicht auszugeben, was er liebt. Jetzt musste ich zurück. Ich sollte die Arbeit eines anderen Lehrers üben, bevor wir ein Konzert haben. Ich darf ihn nicht enttäuschen. Ich gehe. Tschüss.